meine, das ist wichtig, dass es eine Partei wie die ADR gibt für allem Lo, wenn man an die Chamber gucken, die Konstellation möchte, geht am Wohl, kann ich so, gibt einen gewissen Pensée-Unique zu Lützeburg. An der Politik zu den großen Themen gibt es keine Differenz. Wann die ADR nicht so wie die eben versucht, die Rolle zu spielen, für den Pluralismus, den Meinungspluralismus an der Lützeburger politischen Landschaft, dass die überhaupt noch funktioniert, das dank der ADR, weil praktisch all die anderen Parteien von der Fertigspurt sich an den Jahren, im Laufe der Jahre so übernehmen anzustellen, dass es schwer ist, für Differenzen zu finden. Das wird in Orlo festgestellt, für die neue Regierung kommen, es wird praktisch das Jahr, das erste Jahr, hat Gambia praktisch lauter Projekte umgesetzt, die nach von der CSV, LSAP, auf den Weg gebracht zu gehen. LSAP, CSV kann ich so, und die haben von Projekten gemäht, die auch so kurz von einer DP ergringen hatten. Und das ist natürlich so eine Pensée unique, dass dann von die vier Parteien, die Recht an diese Regierung stellen, an den großen Linien eine Denkrichtung haben, an den Schweres, eine politisch kontroverse Diskussion zu führen, wann die ADR nicht da wird. Bei den Europawahlen ist die ADR ungefähr von 25.000 Leuten hier im Land gestimmt. 25.000 Leute, die entweder E-Kreuz gemäht haben oder alle Kreuze oder den Punkt geschwärzt auf der Liste von der ADR. Wir ungefähr 25.000 Leute haben ADR bei den Europaparlamentswahlen gewählt, was nicht neu ist. Das beweist, dass wir aber ganz starken und auch festen Kurs an der Population haben. Das kann ich sagen, dass der ADR haut eine warme Klientel kann als Festwähler holen, die mindestens 7% ausmachen. Das tun die letzten Wahlen über die letzten 5-7 Jahre klar zum Ausdruck gebracht, dass wir stark haben, die fest am Land verwurzelt, dass an den auch Partei wird Leben losen. Über das erste Jahr von der neuen Regierung wird am Anfang nicht viel zu berichten. Ich meine, wir konnten feststellen, dass sie sich eins wäre, sehr eins zu gehen. Sie haben an der Not nach einer Koalition gegründet und sie haben noch relativ sehr ein Koalitionsprogramm über die Bühne mit gesagt, aber dass die Koalitionsprogramme just darauf beruht wird, für einen Akkord zu finden, für eine Majorität zu machen, aber am Detail als das Koalitionsprogramm sicher nicht ausgehandelt ging, wenn wir feststellen, wo es mehr um das konkret geht, können zu der neuen Regierung lernen. Es kommen nicht mehr Ankündigungen, es kommen teilweise Ankündigungen, kommen Korrekturen, und es geht immer auf die Summe vertreten, lose Jahre, aber wir wissen noch immer nicht, wo es soll hingehen. Es ist auch schwer, wenn ihr wisst, dass eine Liberalpartei an der Vergangenheit eine Partei war, vom Mittelstand oder eine Partei gewissen von der Bourgeoisie, vom Kapital, dass diese global muss man dringend an Sozialisten an einer Koalition rimpeln, die sicherlich zu einer Reihe von Punkten einer Wühen haben, da wissen, dass wenn es bis an den Detail geht, an der Koalition der Probleme gehen, und das beweist sich ja auch, wie schwer das ist, dass sie zu konkreten Decisionen an der Regierung kommen. Als Grün, das war immer eine Partei, die von einer partizipativen Demokratie geschwärzt hat, die sich immer stärkt dafür gemäht hat. Aber wenn wir aber feststellen, dort wo sie im Pouvoir sind, dass sie nicht wollen von Petitionen wissen, dass sie nicht damit d'accord waren bis lo, da wisst ihr mit 2 Sorten von Petitionen an der Chambre haben. Petition ordinär, das ist die man bis lo kann, ein paar Bayer, und da gibt es Petition publik, das ist über das Internet, die angefangen hinaus, und ich kann ja sagen, dass man an der letzten Reglementskommission verstehen, sie zu präsidieren, dass man von der Petitionskommission einen Text kriegen, für dann eben lo die Petition publik über das Internet für die an unserem Reglement zu integrieren, und dann aber die Reglementskommission das Projekt zurückgehen wird und die Petitionskommission gesagt wird, sie soll auch abbauen, dass alle Menschen, also auch die über Papaya eine Petition aufgeben, müssten mit konsideriert kriegen an dem Projekt als Teilkall
an der Reglementskommission net überhol gehen an as an Petitionskommission zurück überwiese gehen also solle für den hirchten Text proposéieren den spricht dat allen Mensch aus dem Land kann und enger Petition delen so wie mir dat als ADR auch gewünscht. Wir sind also gering lo wo ze mat dem Power sie net wie so für die Transparenz als von den Sozialisten viel zu so mir praktisch nicht an der Regierung sind sie noch zwei Ministerin, den Außenminister, der Wirtschaftsminister, die viel am Ausland sind, aber nicht den einen oder anderen Minister, die mit dem Regierungsauto auf Vakanz fuhren, dann hat er nicht festgestellt, dass sie auch matt an der Regierung wären. Sie sind also ganz ruhig zurückgehalten, an der Stelle fest, dass von gering sind, die momentan den Ton an der Regierung umgeben. Bei der Rentrée parlementaire wird der DR auch klare Position beziehen zu den ungekündigten Referendumen. Das ist am Vielfalt von der Verfassungsreform sollen eine Reihe von Referendumen mitgehen. Wir werden bei der Journée parlementaire werden wir mit unseren Leuten von dann die 4 ganz Bezirke, Juden und Frauen dabei sind, diskutieren und dezidieren, ob in a priori soll für so Referendumen sind, ja oder nein, aber ja, was für eine Valeur dat die Referendumen sollen hun. Wir wollen uns also halt nicht dazu äußern, wie bei der Journée parlementaire, der Rentrée parlementaire, werden wir zu diesen Punkten klare Position beziehen. Es sind ein paar wichtige Themen, die in der letzten Woche am Main für die neue Regierung angekündigt sind, ohne dass ich aber bis heute kann konkret so verdreist. Wir wissen alle gut, dass der Wohnungsbau ein ganz wichtiges, grosses Problem hier im Land ist. Das, was bis nun angekündigt wird, hilft natürlich nicht, das Wohnungsbauproblem zu lösen. Wir möchten mit daher schwätzen von der TVA, der Augmentation von 3 auf 17% für ab der zweiten Wohnung. Und das, was wir aus den Kulissen hören, dass auch noch sollte den Amortissement forfaitaire oder wie geht genannt worden, das ist der Remploi, dass die wollen schaffen, dass dann nicht offiziell mit aber der Kulissen geschwärzt, da gibt es eine kleine weiter Verteidigung vom Wohnungsbau mit sich bringen. Steuern sollten viertun, ich kann nur erinnern, ihr könnt euch erinnern, dass gesagt wird, von der DP die Steuererhebung als allerletzte Maßnahmen kommen. Das war nur die allererste Maßnahmen, die ungekündigt gehen. Und noch durch, also Scheibe, von 15 auf 17. Und dann eine zweite Etappe, dass dem Logement, zweite Logement gibt von 3 auf 17% abgekommen, also ein Augmentation. Das sind also 14% Augmentation, was dann noch 2 Minuten möchte. An einer dritten Etappe sind wir dann vorgehen, dass auch am Moresca-Bereich alles von Alkohol und Getränk zu bleiben, das auch soll von 3 auf 17% herabgehen. Ein anderer wichtiger Punkt, das als von den feststellt, gut leider nicht so richtig durchgesehen, wir sind als ADR selbstverständlich für den öffentlichen Transport, wir haben eine ganze Reihe von Propositionen, die ich brauche nicht merken, zu nehmen, dass wir gegen den Tram sind. Aber wir lösen feststellen, dass am Anfang man eine geringe Politik ist, die für den öffentlichen Transport auf der einen Seite zu lancieren, am Anfang ein Jurist auf den Autostransport gemäht wird. Es gibt alles, es gibt Haut, Bücher wäsch gehabt, für einen Tramshop zu bauen, und als Kompensation gibt ein Straße seinen Büsch gehabt. Das ist natürlich so, der zuständige Minister hat die Straße looten, auf der Autobahn einfach aufgesehen, was auch auf die Käste von der Sicherheit geht. Wir haben damals gesagt, normalerweise hat der Mensch, wenn er will spuren, hätte mal den Deppchen und der Mauer gewandt und dann hätte mal ausgemäht, dann hätte er ausgemäht, dann gucken wir dann noch, was der Staffel da anbelangt, da hat die auch als Einstelle, wo die Straße die rausrappen, aber hier haben wir aber der Presse, dass der Göster, weil eben ein Teil von den Koalitionspartnern von den Sozialisten mit denen Akkord getroffen für die Lotte Staffel so zu machen und dann richtig zu gucken, ob ein Straße raus nicht also schon ein bisschen beigelegt und nicht mehr wie die Autobahnen die Straßen direkt gewäscht. Wo soll nach einer Schikane kommen, dass nur eine Trasse soll dem Fond Kirchbirch innerhalb dem Randpoint durchgehen. Wir sollen über den Randpoint gehen und für das Randpoint das soll funktionieren, sollen dann auf den Randpoint rot looten.
dats da noch den echte Rampoint op der Welt, de mat de Lute funktioniert, wo dann den Tramken, an da steht alles am Rampoint. A wenn en gern de Verkeier blockéiert, gi man François Bausch proposiert am ganzen Land op all Rampoint Luten opzemen of verkeen tram dadurch mit dummer den Kriten awer wirklich stand Kriten de Verkeier gebraucht. Wir gesinn also Datei eng Jocht op d'Autos Schoffer gemet genauso gut wie die neue Tax, die soll op de Kilometrage goen. Wir sind als ADR kategorisch dagegen, Datei eng Jocht am Land op Liste gemet get. Mir hu kein Mobilitätskonzept, wat de Bierger erlaubt, die scheinen dem Land zu deplaceieren, ohne mussen op hier Privatauto zurückzugreifen. Wir brauchen den Auto, aber wir brauchen daneben ein Mobilitätskonzept, wat funktioniert. Und mit dem Tram werden totsächlich nicht funktioniert, das wird die größte Chaos, den wir jemals am Land hatten, an der Stadt, rund um die Stadt. Die Regierung investiert nicht an die Lesung, wie sie investiert dran, für das wir wirklich richtig Stauen kriegen. Und dafür kann ich am Anfang an einem oder 2 Jahren gewissen am Land Schilder abrichten, wo in der Leiter sieht, diese Stau, an dem da steht, die Kinder freiwillig von der Gambia aufreiert, weil die Stauen werden an den nächsten Jahren viel mit das Spaß, wie ich da noch gesagt habe, mit das aber ein Blut echt sagt, das seriös. Von hier hängt ganz vieles im Spiel. Am Heimat der Fährte mir gibt im Land so viel Schuld, die wir noch nie mehr werden gelesen können, den durchreist nach wahnsinnig Geld wird kosten. Wir haben gesagt, den Tram wird 1 Milliarde kosten. Wir sind auch überzeugt, dass der weit über 1 Milliarde wird kosten, wenn alles bis Deutschland. Wir haben doch gesehen, wie man die, bei der Eisenbahn das Projekt, das wir gestimmt haben, für eine Reihe von Jahren, wo wir ein Projekt werden noch kommen, den sich verdreifacht wird vis-à-vis von dem, was am Gewichtung, wenn wir hier schnell werden 100 Millionen nur stimmen, und so werden doch beim Tram gehen, wenn Schiffe bis alt Deutschland, wenn dann so viel Cash, und er hat ein Problem gelöst, dann hätte er keine Sorge gehabt, dass eine Investition an Zukunft gemäht, wir für so viel Geld ausgeben, für eine Investition an den Chaos zu machen, das ist nicht zu verzeihen. Und das gesund, das war viel mehr lang, wie ich geplant habe.